Die Impfung ist der wichtigste Faktor für den Zurück an Normalität, für die Freiheit, zurückzugehen, auch für die Ökonomie und Rollen zu kriegen. Und wir hatten die letzte Woche den Dr. Professor Claude Müller, und den hat ganz klar gesagt, es gibt kein Schwach zur Impfung. Das ist entweder Impfen oder das ist der Virus. So den dritten Schwach gibt es nicht. Und ich denke noch, dass den dat so klar muss kommunizieren, für das die Impfbereitschaft draußen so klar, also so hoch wie möglich ist. Und für allem, wo wir müssen schaffen, dass es noch viel mehr sicher muss gehen. Erstens, wir brauchen eine Logistik, die es erlaubt, dass sobald wie den Impfstoff da ist, dass man dann auch direkt verimpft gehen. Zweitens, wir brauchen eine transparente Verteilung vom Impfstoff an der Bühne, muss definitiv verhindert gehen. Die Frage muss auch gestaltet gehen, wie wären an Bühne überhaupt möglich. Es laufen eben ganz viele Rumören. Und ich meine, dass die Rumören einfach muss klären. Drittens, die Hausdoktoren müssen mit angebunden gehen, und viel mehr sehr mit angebunden gehen. Die Impfen von den älteren Leuten daheim. Ältere Leute daheim, die nicht mobil sind und die auch nie mehr können an den Impfzentrum transportiert gehen. Mit die müssen auch nur direkt können vom Hausdoktor von sonst einem können geimpft gehen. Ich so just, wir gucken, was machen die anderen kaufen, also sie sitzen Tester ran, wir hängen Remenker Hannen drunter, das kann nicht sein. Und dafür, nach einmal, wir fördern erstens einen konkreten Plan für den Einsatz von den Schnelltester an den Selbsttester, für eben zusätzlich Lockerungen zu erlauben, auch für bestehende Lockerungen auch mehr sicher zu machen. Und das muss die Regierung transparent mit ihren Experten festlegen. Das ist vieles möglich, es muss just klar definiert gehen und dann auch organisiert gehen. Wir fördern zweitens ein massives Ankaufen von Schnelltester und Selbsttester. Nicht, dass wir Herr Noremenker so weit sind und dass er ein Bemol nicht mehr zu kriegen ist. Wir fördern auch 2 gratis Schnelltester pro Woche, pro Person. Da geht es aber fundamentale Rechte, fundamentale Freiheiten von den Leuten an unserem Rechtssystem sind effektiv eine Reihe Formalitäten und eine Reihe Prozeduren angebaut, mit denen sie nicht für nichts angebaut. Die sind angebaut für Freiheiten von Leuten zu schützen gegen die Willkür von der Regierung. Die sind am Anfang angebaut, dass ein Exekutiv nicht just kann aus Flexibilitätsgründen machen, was er will, ohne sich an Regeln zu halten. An der Betext von der Flexibilität zählt an Eisenherren an diesem Fall überhaupt nicht. Wieso können wir lo dezidieren, als großpolitische Maßnahme, dass die Kanner, die an die Schule zurückkommen, lo einen Test gefragt haben? Die hätte schon seit 7 Monaten einen Test gefragt. Gesetz als nicht geändert, gesetzliche Basis als konstant, die selbicht bleiben, und wir dezidieren lo bemol, dass wir das Gesetz applizieren. Auch das fand ich von der Rechtsstaatlichkeit äußerst problematisch. Die Frage ist, was wollen wir dann? Wir wollen aus dem Konfinement und aus den freiheitserschränkenden Situationen herauskommen. Aber die Frage ist, für wohin? Für dahin, wo wir für drauf wären, an einer Wachstumsgesellschaft, die als Obligation hat, 15.000 neue Leute an das Land heranzukriegen, können sie funktionieren? Oder können wir nicht ever von einer Reihe Seiten von dieser Krise profitieren, für vielleicht als eine Zielsetzungen zu setzen? Wir brauchen Wege, wo wir hinkriegen, nicht auf Ewigkeit am Lockdown zu leben. Das ist wichtig für das Sozialleben, das ist wichtig für uns psychisch Gesundheit, das ist auch wichtig für uns Ökonomie. An den Weg, den ist abhängig vom Impfen, vom sicheren Impfen, an vom massiven Einsatz von Schnelltests.